Die Weihnachtstrommel. Der Tobias sitzt vor dem Christbaum. Die Kerzen brennen nicht mehr, aber das ganze Zimmer schmeckt nach Honigwachs. Alle Geschenke sind ausgepackt. Nadine, die schon lesen kann, blättert in ihrem neuen Buch. Der Papi trägt Simon auf seinen Arm und summt ein Lied. Aber die kleine Babyschwester lässt sich einfach nicht beruhigen. Sie hat ihre Schreistunde. Da kann keiner etwas dagegen machen. Die Mami hat sich auf dem Sofa gemütlich gemacht. Sie stopft ein Polster unter die Beine und nascht von den Weihnachtsgutzli. Der Tobias schaut die Krippe unter dem Christbaum an. Eine kleine Höhle mit Esel und Ochs. Maria wiegelt das Jesuskind. Der Josef kocht eine Suppe im Kessel. Die Hirten stehen da und staunen. Auch die Schafe staunen. Der Papi sagt: «Du könntest das Geschenkpapier wegräumen, Tobias. Man sieht gar nicht mehr, wohin man steht.» Der Tobias sammelt das Papier ein. Raschelnd buntes Seidenpapier mit Sternen und Schneeflocken, Glocken und Engel. Da findet er unter einem Papier noch ein Geschenk. Ein Trommel. Der Tobias fängt an zu trommeln. Zuerst leislich und dann lauter. «Was ist denn das?» sagt der Papi. «Wo kommt denn die Trommel her? Noch ein Geschenk vom Grossmami?» Die Mami schaut auch gerade über, geinet und sagt: «Keine Ahnung.» Nadine lässt ihr Buch fallen. Sie nimmt dem Tobias die Trommeln aus der Hand. «Die gehört mir!» «Nein, mehr!» schreit der Tobias. Sie streiten. Sie kämpfen. Nadine ist die Stärkere. Der Tobias kreischt. «Tobias!» sagt die Mami müde. Es längt, wenn Simon brüllt. Der Tobias ist verrückt. Mit den Fußspitzen stößt er den Haufen Seidenpapier in Mami seine Richtung. Dann legt er sich unter den Baum auf den Teppich und schaut in die Zweige rauf. Immer heben sie zu der Nadine. Keiner hebt zu ihm. Wer kümmert sich um ihn? Niemand.